Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ewa und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurven mit dem beschissensten Podcast. ja, der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin. Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mehr motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, Ach. Puerto Rico. Kanada. Hast du das gesehen? Dass Leute so schreiben, jetzt wo Bad Bunny Kanada Shoutout gegeben hat. Ja, jetzt. Wenn Leute mich fragen, von wo bist du? Kanada. Ontario. Toronto. Ja. Geil, Mann. Hey, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Kurz und bündig. Ich habe kurz vergessen, wie der Podcast heißt. Das würde ich sagen. Herzlich willkommen beim Podcast. Das müsste irgendwie Folge 147 sein. Irgendetwas, ja. Also wir sind kurz vor 150. What up? Ja. Hast du früher als Kind auch immer mit anderen Kindern 147 angerufen? Ja, in der Und Pause nachher noch angerufen, ja. Mein Vater schlägt mich. Nachher abhängen, nachher irgendwann mal ist Meldung gekommen. Ich weiß nicht, wann das war. Ich bin 6. Klasse, die erste Oberstufe war, so Meldung gekommen, ja, übrigens 147 kann man nicht mehr anonym anrufen. Wie früher schon anonym anrufen, weißt du? Jetzt musst du mit Nummern. Stimmt. Das ist schon krass, man. Das ist ja wieder, die versuchen Menschen helfen und mir so. So viele Kinder in Pause auf. Ja, wirklich. Crazy. Crazy. Neue Woche, neue Folge. Oder neue 2 Wochen, neue Folge. Ich weiß nicht, was bei dir die Woche abgegangen ist. Du bist nicht auf TikTok unterwegs, oder? Nein. Okay. Aber du hast sicher schon mal auf TikTok so irgendwelche Leute machen so Video so gegen andere, zum Beispiel ich packe jetzt aus. Oder ich tue jetzt zum Beispiel Also so Schweizer Lore quasi. irgendetwas, ja, kannst du einfach über Amis gesehen, weißt du, Ja. so, der und der hat mir so gesagt, So mal. quasi der Creator hat mir Ja, das. Nein. Und eines Tages, ich bin letzte Woche auf TikTok gewesen. Mhm. Ich mache auf, scroll und dann kommt gerade so der Cliffhanger, weißt du, so jemand macht, wo er Schlag gemacht. Ja. Ich so grad so, ich bin von einem TikToker gestalkt worden. Ich so, nimm mich Wunder. Auf Schweizerdeutsch? Ja. Hast du dich gecatcht? Ich so, nimm mich Wunder. Hat dich gecatcht? Ja, schlimm. Und dann habe ich geschaut und ich will gar nicht allzu viel erzählen, weil erstens, ich habe Angst, dass ich auch nachher ein Video kassiere gegen mich. Mhm. So, ja, der macht im Podcast, er schnurrt und er schnurrt nur die Hälfte von der Wahrheit. Und zweitens, die Videos, die Ansagevideos gegeneinander, die sind beide 20 Minuten gegangen. Also eigentlich, ich bin nicht so stolz darauf, dass ich 40 Minuten von meiner Das Zeit... ist crazy. So lang wie eine Folge quasi. Ja, also ein hat so 2 an 11 Minuten gemacht. Und du hast dir das gegeben? 100%. Nicht einmal auf zweifache Geschwindigkeit? Manchmal schon, manchmal nicht. Das ist crazy, Bro. Das ist crazy, ne? Das ist Peak. Wie sagt man auf TikTok? Also bei uns haben wir mehr Racheln, so einfach neugierige so Peak Typ. Arbeitslose. Oder das, ja. Von mir aus. Das ist crazy. Und da habe ich mir das gegeben, Bro. Und dann, wenn du so hörst, so, ich bin gestalkt worden, ich habe schon ein Bild vor mir gehabt. Ma, Ja. 30 so, plus minus. Na, Fri, sag ehrlich. Nein, einfach Ma, Bro. Wahrscheinlich sogar noch ehemalige Beziehung, weißt du, irgendwie so etwas. Oder vielleicht jemand, der geslidet ist und nicht können wahrhaben, dass Wie wir so hättest du nice. die Haare von dieser Person beschreiben? Wenn du jetzt die Augen zumachst, du stellst dir vor, wie die Person aussieht. Halbglatze. Aha. Mhm. Nein, ich weiß doch nicht. Das ist eben Rassismus, Bruder. Okay, ja. Auf jeden Fall, ich denke, der Mann. Und das finde ich an TikTok geil, Mhm. wenn sie über etwas im Video geredet wird, ohne einen Namen erwähnen Ja. und du Kommentare aufmachst, kommt Ja. sogar der Suchvorschlag. Gell? Warum? Es ist so crazy. Wa- Die so, wir wissen, du suchst die Person. Aber warum kann das TikTok? Keine Ahnung, TikTok ist eh crazy. So quasi sind das Leute, die das Video schauen, nachher direkt auf Suche gehen. Vielleicht checkt er Leute, die das Video schauen Mhm. und auf ihrem Handy, wie du sagst, direkt einen Namen suchen, ey, wahrscheinlich suchst du die Person. Krass, KI ist crazy. Okay, ist crazy. Dann bin ich gegangen und dann ist einfach so eine Person gemacht, nicht erwartet hätte, man. Wie hat die Person ausgesehen? Ich habe nicht erwartet. Ich habe maximal erwartet. Mittlerweile ist es voll der Beef jetzt, weißt du, also, Ja. oder irgendwie auch nicht.
Ich glaube, eine Person sagt, es ist so, eine Person, Aber erzähl, wie die Person ausgesehen hat. ja, weißt du, eine Person hat so ein Video gemacht und gesagt, hey, mich hat jemand gestalkt. Mhm. Dann hat die betroffene Person, die ihn gestalkt hat, wie so ein Video gemacht, so, hey, kurz erklärt, was passiert ist, warum und eingeordnet. Ja, also ich habe nicht gestalkt, ich bin einfach auch dort gewesen, wo sie... Nein, sie sagt recht oft, das haben wir vorher auch gesagt, sie sagt recht oft, ich bin jetzt ein besserer Mensch. Das sagt sie zum Beispiel. Also ich fange Video an mit, schau, wir alle machen Fehler. Sie sagt so wie, etwas hat sowieso lange mir nicht gefallen, gegen das bin ich mit Anzeige vorgegangen und der Rest, jeder macht Fehler. King. Und sie so eben, und er erwähnt das locker so in den 20 Minuten, wäre es glaube ich, alle 2 Minuten ist wie so ein Timer für meine, erwähnt jetzt. Und eben, ich stehe zu meinen Fehlern, ich habe die Fehler gemacht früher und ich bin besser Mensch. Ja. Ja. Und dann hast du gedacht, okay, der sagt, weißt du, der Shit ist gegessen. Mhm. Bruder, ich auf TikTok, Mhm. noch mehr Frauen. Wie? Noch mehr Frauen, die machen Videos. Die hat bei mir so gemacht, die hat bei mir auch so gemacht. Also die. Die gleiche Person, Ja. also eine Frau hat ja ein Video gemacht, dass Ja. sie gestalkt worden ist. Ja. Und die betroffene Person hat dann wie so gesagt, also die gestalkt hat, scheint, hat wie so gesagt, Die angeschuldigte Person. genau, angeschuldigte Person hat eingeordnet. Und so gesagt, ist passiert ein grosser Teil, ich stehe dazu, aber ist jetzt nicht mehr so. Und nachher haben sich einfach weitere Menschen gemeldet, by the way, die hat bei mir auch schon Szene gemacht. Also was hat dich denn so schockiert an dem Mensch? Du hast gesagt, das hat mich schockiert. Was? Ja, weil es gibt so gewisse Figuren im öffentlichen Leben, Ja. wo du, wenn sie auf deinem Handy siehst, Ja. schon mal, wie sie etwas Gewisses machen, das Bild von dem Menschen hast. Ja. Zum Beispiel, du wirst von jemandem, wo eher frisch Mutter ist und zum Beispiel so, keine Ahnung, so auf nächste Liebe und auf es ist kein einfacher Weg. Also ist es eine Frau, die das Ja, macht? genau, es ist kein einfacher Weg. Aha. Also mega viele Sachen halt, weißt du, so. Also die hat im Internet anders predigt. Sie hat so... Sie hat jetzt nicht per se gegen Stalking predigt, Ja. so, Ja. aber sie hat ein Gut Bild, Mensch ein Bild übermittelt, wie so, ey, ich habe mega eine Krise momentan Mhm. und ich begleite euch, weil ich wollte euch zeigen, dass ich die Krise meistere, egal was passiert. So. Krass. Was würdest du machen, wenn du eines Tages ein Kind hast und das Kind macht so Vlogs auf TikTok? Was für Vlogs? Also eben quasi, ich habe Krise, ich bin jetzt so, begleit mich, get ready with me. Ab welchem Alter? 20. Ja, mach. Ja, 20, Bro, mach. Also du findest nicht, dann sollte man, also das ist nicht meine Meinung, ich Ja, frage dich. ja, okay. Ab dann sollte man, Ist garantiert nicht sollte man meine. physische Gewalt an 20-Jährige Nein, nein, ausüben. garantiert nicht, garantiert nicht. Ich ha, Du findest auch nein? nein, Ah, okay. 20, Bro. Ah, ein Schelle. Ich bin froh, dass mein Kind mit 20 nicht am Morgen um 5 Uhr kommt mit so Papillen, Bro, und Nase weiss. Aber ich sehe immer wieder so Videos, wo so Menschen so sich selber aufnehmen, Hm. wie sie aufwachen. Schau. So quasi Augen Schauen. am Reiben und nachher Voice-Over. Hey, guten Morgen, also jetzt bin ich auch gerade aufgestanden und nachher gar nicht das und das. Da findest du nicht so, ey, Schelle. Weißt du, was das Problem ist? Es will mich schon Dings, aber ich würde sagen, lieber das als etwas anderes. Okay. Also ganz ehrlich gesagt, an all die Menschen, die das machen, Ja. an all die Menschen, die sich Nur- vloggen, Nur los zu. noch los zu, also, Ja. die sich vloggen, die den Tag begleiten und so. Wie kann ich mir das vorstellen? Ihr steht am Morgen auf. Ja. Ah, okay, ja. Ihr steht da im Bett, so ein riesen Ständer, tut euer Handy drauf oder euer Cam. Ja, Fucker. Den schauen, dass ihr. Falls jemand anders mit einem Riesenständer noch aufwacht. Ja, Fucker. Ich stelle das so auf, schaue da kurz in den Spiegel, ich sehe immer noch verpennt aus. Gehen ins Bett, drücken P, gehen ins Bett und machen so: Guten Morgen, hoi liebe Leute, ich bin jetzt gerade frisch verwacht. Oder generell, ich finde das hure peinlich vor, Bro. Also jetzt So irgendwo, ist es das wert? Irgendwo, du gehst irgendwo hier, stell dir vor, du bist draussen, Ja. du läufst Bahnhofstrasse, du kennst jemand, macht so, läufst schnell an die Mauer, du das Handy an, geht zurück und sagt, ich sag von weitem so. Ja, ja. Nachher schaut die Person das an, nochmal neu. Also das ist schon schlimm, nicht? Ich finde das max. Also so Leute, die sich so. Auch zum Beispiel Dings. Leute, die Kampfsport machen. Ja. Leute, die Handy in die Ecke stellen und sich beim Schattenbox aufnehmen. Mhm. Nachlachen. Also, Ja, aber für was? An dieser Stelle, jede Person, die mich verprügeln kann, mach dein Ding, Bruder. Ja, aber Bruder,
Oder Leute, die im Fitness, weißt du, so, egal was, ich kann nicht sagen, weißt du, wie so Leute, die nur Vlogger sind, die einfach generell. Es gibt unangenehme Situationen, wie zum Beispiel im Fitness, du stehst neben dem Gerät auf und machst die Übungen, nachher schaust du das an, nachher tust du nochmal an, ich muss etwas sagen, und so machen wir die Übungen richtig, liebe Leute. Ich finde das Also so... zum Beispiel, warum hast du als Podcaster, wo sich halt selber aufnimmt, ins Internet stellt, Ja. mehr Berechtigung Ich mache keine so Vlogs, als so einen... ich mache keine Get Readys with me und so weiter. Ja, das sind schlimmer. 100%, also ich finde auch, ich sage für mich, ich hätte die Überwindung nicht. Das ist schon... Ich hätte die Überwindung nicht, um im Fitness, im Zug, im Geschäft, Europaallee, Glad, wo auch immer, eine Cam aufstellen, hinterher laufen, etwas vorspielen, führen gehen, immer wieder. Das ist schon schlimm, nicht? Also, weißt du, was noch schlimmer ist? Wenn du das so mit Leidenschaft machst. So Fake-Leidenschaft. Nein, so, du machst es wirklich gerne. Aha. So, und du machst es auch und du verhaltest dich wie so ein Influencer. Nachher ist so 20 Likes. also Nein. das ist dann schon... Also sorry, Ich finde so Nein, Sachen... nein, Bro, warte schnell. So, ich finde es ja nur schon peinlich, wenn man halt Erfolg hat damit, Bro. Aber wenn man keinen Erfolg hat, ist schon... Ja, logisch, aber So... zum Beispiel Menschen, die zum Beispiel, wie soll ich sagen, es gibt zum Beispiel einen auf TikTok, Rentner, maximal Rentner. Der macht jeden Tag ein Gedicht. Stellt Cam auf, liest Gedicht ab, das er selber geschrieben hat. Ich habe ihn gefolgt, ich like alles von ihm. Ja, du bist ein Supporter, Bro. Nicht, weil ich irgendwie seine Gedichte mir jeden Tag geben und sie deep finde, sondern weil ich einfach finde, geile Sicht, man. Geile Sicht. Warum? Der hockt dort und sagt wie so, ich tue jetzt etwas machen, Gedicht schreiben und trage das vor. Und kick sie in die Welt raus. Vielleicht finden es ein paar Leute schön, vielleicht nicht. Und vielleicht interessiert es niemand. Aber ich mache es. Ich bin so 90 plus, ich habe keine Scham, ich mache das einfach. Und es ist nicht so im Sinn von etwas aufstellen, etwas versuchen, ums Verrecken, sondern er macht einfach. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, wo jemand schreibt, dass wir Menschen oder Internetnutzer meistens nur die Influencer-Videos oder Creators hassen, die auf Frauen zugeschrieben sind. Also, was heißt so zugeschrieben? Frauen coden Sachen, so Get Ready With Me. Zum Beispiel, weißt du, so die Fashion-Influencer sind meistens Frauen. Die A Day My Life Influencer sind meistens Frauen. Oder und es ist interessant, dass du jetzt sagst, zum Beispiel so einer, der Poesie, der Kunst macht und das jeden Tag aufladet, findest du wie das darf. Das ist auch ein herziger Rentner, ja. Aber halt so gerne, also ich meine, ich bin auch Ich sage jetzt ein anderes Beispiel zum Beispiel. Mach ein anderes Beispiel zum Beispiel. Du bist auch schon Pelin. Pelin hat so einen Crush auf jemanden. Oh, das droppst du da. Ich sage nicht wer, aber er ist... Was darf ich noch etwas sagen? Ich möchte an der Stelle sagen, ich habe nichts mit dem Gespräch zu tun. Aber, also, ist nicht so ein Crush so, er wohnt 3 Blocks neben mir, sondern über Internet. So. Ja. Also, man sieht ihn so, Frauen sehen ihn... So wie der Franz über die Ukrainerinnen. Egal, ja. Okay. Und er sieht auch wirklich behindert gut aus. So. Chat ist das... Jetzt... Was nervt einem am meisten, was muss eine gut aussehende Person machen, wo die andere am meisten nervt? Ich weiß nicht. Wissen, dass du gut aussiehst, ist ja nicht mal so, ist ja absolut, ist ja 10 von 10, Bruder. Du musst wissen, du bist gut, du bist ein Snack. Dankeschön. Aber nachher mit dem, noch so Content machen, also Bruder, ich sage jetzt so, ich erkläre es euch und dann könnt ihr mir sagen, weil ich 100% bin übertrieben nicht. Bro, wie kannst du einen verdammten Burger machen und das Fleisch ficken, Bro? Wie kannst du einfach nicht den Paddy auf die scheiß Pfanne tun, ohne es Finger, Bruder? Oben ohne. Er macht so Nuttenkind-Content. Ja, Bruder, du machst eine Nacht für dich. Wir haben checken. Also er knettet so oben ohne, knettet das Zeugs. Nicht ganz, aber Bro, Beam ist noch crazier. Sag ehrlich, Bro, sag jetzt ehrlich unter uns. Hast du mal geschaut und du hast ein bisschen getropft, sag ehrlich. Ja. Krass, crazy.
Das Ding ist, es wäre oder stimmt nicht mehr so schlimm. Also, nicht, es wäre schon schlimm, würde er Fleisch so kneten und Teig kneten und Fleischfinger und so weiter. Ja. Das wäre schon schlimm. Aber er geht sich nicht, weißt, er ist nicht mehr so, er macht nicht mehr das, er tut Burger in die Pfanne und macht einfach so Sixpack statt zeigen. Nachher, Burger ist am Braten, er tut einmal whippen, macht so. Ach krass, das ist peinlich. Nachher tut er so Burger, Patty drauf, irgendwie Käse und so weiter und macht so seine Armmuskeln. Dann macht er den, kannst du Reizkind-Blick? Ach so, was ist der für Land so? Ja, Kurt, Bro. Er ist auch Kurt. Das ist crazy. Er ist Kurt. Er hat einen, der krank gut aussieht und der fickt euch alle, man. Ja, krass. Fickt Also euch, nein. Fickt euch um Fleisch. Ja, und generell, also nicht nur er, so, ich kann auch da noch etwas sagen, man, schreib uns mal, weil schreibst das nur, wenn du in den Podcast kommst. Ich weiß nicht. Alle die so ein bisschen muskulös sind und zeigen, wie sie Essen machen, die sexualisieren das Essen, Bruder. Bro, Noah würde auch machen, aber seine Frau lässt ihn nicht, Bro, ich weiß es. Wenn er Single wäre und kein Vater, meinst du, er würde dann aber Magrone fingern. Erstmal Macarone, was hast du mit dem Gay jedes Mal? Bruder, oh, es tut mir leid, hey, Bruder, ich schwöre jedes Mal, Mann. Du sagst Bro wie gay, Bro. Sorry. Okay, ja, und du bist, was Hör bist auf, du? Bro. Linguistik, Grammatiklehrer oder was? Hey. Scheiße, Hey. Mann. Es ist keine Kritik. Es ist kein Kritik, es ist Rassismus. Es ist keine Kritik. Es ist Rassismus. Ich möchte, dass du dich entwickelst. Ich will, dass du dich entwickelst. Du hast auch Aussprachprobleme, Bruder. Du hast auch Probleme mit Deutsch. Das ist crazy. Ja, nicht? Ja. Scheiße, Mann. Tut er so, als wäre der Bachelor und Professor und Doktortitel etwas. Nicht schlecht. Ja? Nicht schlecht. Ah, okay. Macarone. Oh, Mangaran. Eben, ich sage nur, hätte ich auch gemacht. Aber, nein, ich glaube es nicht. Nein, ich glaube es nicht. Für so Sachen, Bro, die Leute, die haben alle so... Ich habe noch nie so einen mit Renz gesehen oder einen mit Haarausfall oder so. Es sind immer die, die... Meinst Und die so... Bild kauen ins Gesicht haben, weißt du? du, wenn ich so Koch-Influencer würde werden und ab und zu nachher den T-Shirt-Lupf, wenn ich den Burger fingere oder so ein bisschen zeige, weißt du, meinst Also wir wissen, dass das sicher mal ohne Buch und so zeigen würde laufen, weil früher Fat Comedy. ja, stimmt. Aber er kann ja wirklich kochen. Er kann krank kochen. Ja. Ich kann... Fat Kitchen meinst du? Ja, Fat Kitchen, ja. Fat Comedy. Ah, Fat Comedy. Fat Kitchen meine ich. Das ist anders. Das meine ich. Ich hoffe, dass er mal vorbeikommt. Ich will mit ihm reden. Ich will mal seine Meinung hören zu Steve Merson, zu motherfucking Miro. Ich weiß nicht, aber weil der Fat Kitchen macht auch Banks, Bro. Weißt du, er ist mit so Firmen, Armee und so zusammen arbeiten. Ja, da zwei Schweizer Armee-Schwanzwuchers kann Gott nebeneinander hocken. Achtung, Achtung stellen. Sorry, dass ich meinem Land dient habe, Bruder. Patriotisten, Mann. Geh mal kurz sagen, dienen, Mann. Schwere Zivildienst, Alter, Mann. Zivilschutz, Bro, red ein bisschen anständig, Sorry, okay? und danke hast du den Bunker Bro, geschützt, wenn ein Alter. Krieg passiert, ich weiß, wo Yahudi sind, Ja, ich weiß, wo du Moslems weißt, sind, ich du weiß, wo Veganer weißt, sind. Du weißt nicht, Bro. Du bist nicht hier vorne. Achtung! Krass, Bro. Danke für den Dienst, Bro. Andere Bett gemacht, Krass, danke für den Dienst. Schuhe gereinigt, Krass. Mission, an der Front muss alles Ganze. Ich bin froh, Bro. Wenn etwas passiert, wenn die ganzen Asylanten unsere Grenzen einnehmen, Bruder, ich bin an vorderster Front. Ah ja, was machst du Ich stelle alles Achtung, Bro. Was ist? Nein, los jetzt mal schnell, du Dienstverweigerer. Hey, Scheiße, Mann. Ich weiß noch, Bro, die zwingen mich zum Weitermachen. Ja, Bro, hast du gesehen? Ah, Bro, gar keine Lust. Nachher erst Tag. Look, Bro. Eben, ich lasse mich nicht auf Diskussionen ein mit Dienstverweigerer. Bro, du hast deinem Land nichts zurückgegeben. Ah ja, hab ich nicht. Hab ich nicht. Das Land, Hätte die Scheiße vergessen, Mann. wo dich Oh mein aufgenommen Gott, hat. Alter, Mann. Er ist Hausabart im Militär und sagt mir, Hausabart! er sagt mir, du hast keinen Mehrwert für das Land. 700 stramme Soldaten unter meiner Führung, Bruder. Du redest mir Was von hast du gemacht? Gefötzelt, oder was? Du Stück Dreck. Scheiße, Mann. Er hat 700 Soldaten haben gefötzelt, Mann. Die haben Blitze blank gemacht, die haben den Boden aufgenommen, Mann. Wie, ich bin für Disziplin verantwortlich gewesen, Bro. Was ist, Mann? Ist es im Aber Nachhinein, haben sie- im Nachhinein, wenn ich das zurückschaue, habe ich es ernster genommen, als es hätte müssen? Ja, Bro. Bro, man, du musst kommen, Bro. Du so ein bisschen am Laufen. Aber So, ich der sag könnte dich dir- in Achtung stellen, der darf dich in Achtung stellen, der darf dich in Achtung stellen. So ein Bullshit. Wir am Bahnhof, du so, der fick ich so oder so nachher in der ein Kaserne. Bullshit. Aber ich sag dir etwas, Bro, dir hätte es gut getan.
Jeder Mensch ist gut da. Disziplinloses Stück Scheiße. Oh mein Gott. Crazy. Das tut mir leid, Bro. Emotionen sind Wow. heiß. Krass, kann ihr gesehen, was mit Terror gemacht hat? Respektlos an werden. Nein, lass uns mal schnell, Bro. Lassen wir das Thema. Hm. Ich muss dir etwas erzählen. Hm. Ich habe jetzt etwas herausgefunden über mich. Etwas, was ich seit 28 Jahren Hm. nicht gewusst habe. Vor 2 Jahren habe ich es herausgefunden. Und seitdem... Nein, Bro. Ich habe Sachen herausgefunden, über mich, die meine Identität verändert. Ah ja? Ich habe gemeint, alle sind so. Hm. Ich meine, es ist normal. Hast du mit einem Typ umgemacht? Nein, Bro. Also auch schon, aber das nicht jetzt. Das Ding ist, ich habe eine Fantasie. Das ist eine Fantasie. Kriegt einfach Fantasie. Ich kann mir keine Bilder vorstellen. Ich meine, das ist normal. Wie du meinst, du kannst keine Bilder vorstellen. Bro, wenn ich meine Augen zumache Hm. und du sagst mir, Stell dir einen Baum vor. stell dir vom Baum vor, ich sehe ihn nicht. Was kannst du nach dir sagen? Stell dir einen Baum vor. Ein Papier, Jetzt wo Baum wird es schwierig zu erklären, weil ich sehe ein Konzept. Du so Baum bist aus Holz, es hat Blätter. Nein, ich weiß, was ein Baum ist. Ja. Verstehst du? Ja. Und zum Beispiel, ich habe das herausgefunden, weil Leute sagen ja, ich zähle Schaf zum Schlafen. Du so im Kopf. Wie sieht das scheiß Schaf aus? Bro, das Ding ist, ich Muss mal hüten. habe nicht gewusst, dass Menschen wirklich sehen, Schaf springen. Verstehst du? Ja. Wenn ich meine Augen zumache und mir vorstelle, wie ein Schaf über den Haken springt, dann stelle ich mir vor, wie ich als Kind eine Serie geschaut habe, wo das jemand im Film gemacht hat. Weißt du, mit der Krass. Sprechblase. Ist das ein Trauma oder ist das Nein, ich glaube, es ist einfach eine Art und Weise, wie mein Hirn funktioniert? funktioniert oder eben nicht funktioniert. Vielleicht ist das halt ein rationales, stabiles Hirn, weiß nicht. Ich weiß nicht genau. Das Ding ist eben, ich sehe nur Bilder, wenn ich träume. Okay. So, dann kann ich mir, aber ich kann mir nicht meine Augen vorstellen, Bro. Ich kann nicht meine Augen zumachen und dein Gesicht zeichnen. Geht nicht. Ich sehe nur Dunkelheit. Shit, Wenn weil du mit die- dem bist du. Crazy. Ja, Wenn du crazy. deine Augen zumachst, Mhm. wenn ich dir sage, stell dir mal vor, wie ein fetter Schwanz in die Mund. Ich habe wirklich vorgestellt. Wirklich. Scheiße, ich so alter Mann. Sieht wild aus. Nein, wenn ich dir vorstelle, wenn ich dir sage, stell dir mal vor, ein Auto Mhm. fährt auf einer Straße. Mhm. Welche Farbe hat das Auto? Rot. Wie ich an Ferrari denke. Ich mache Augen wieder zu, wie Okay. sieht die Straße aus? Italien, Bro. Wir fahren jetzt Bro, runter. ich kann, wenn ich meine Augen zu, sag mir etwas. Stell dir vor, du bist in den Oh. Bergen. Du bist in den Bergen. Ja. Bist gerade zu oben. Es hat keinen Bäume, du schaust gerade ganz schön die Aussicht. Ich sehe nichts. Welcher Berg, welche Ich Aussicht? sehe nichts. Ich Nicht. erinnere mich an, dass ich mal in den Bergen war zum Ja. Beispiel. Und amix blitzt so kurz, für Ja. eine Millisekunde, ein Bild auf in meiner Erinnerung. Okay. Ich hätte zum Beispiel jetzt direkt, ich habe jetzt an nichts gedacht, aber jetzt, wo ich die Sache selber gesagt habe, ist mein Gott, das Bänkli am Wallensee Du in den kannst Sinn wirklich gekommen. so, du kannst die Augen zumachen und du stellst dir wirklich Bilder vor, gell? Du Ich siehst, sehe es, ja. Du siehst es. Ja. Ich kann das einfach nicht. Aber natürlich halt auch, ich glaube es vieles, was ich schon gesehen habe, aber halt, ich kann auch zum Beispiel das Gesicht mir vorstellen mit irgendwie komischen Augen, komischen Nase, also das Gesicht, was es nicht gibt, einfach selber. Ja, also das Hirn kann ja keine Gesichter herstellen. Ja. Du kannst nur Gesichter sehen, die du schon mal Mhm. gesehen hast. Aber ich kann keine Bilder anschauen, Bro. Wenn ich meine Augen zumache, ich sehe keine Bilder. Das ist etwas, wo ich erst vor so... Das ist crazy, vielleicht musst du dein Hirn noch frisch halten. Und dann Premium-Abo reinfitzen. Ich weiß nicht, aber es ist crazy. Also ich noch nie gehabt, nicht mal als Kind, nicht mal als Teenager. Ich kann nicht Noch nie eine gewusst- Fantasie gehabt. Nie. Bro, ich habe nicht gewusst, dass Menschen das können. Krass. Für Crazy. mich ist eine Welt zusammengebrochen vor 2 Jahren, Bro. Scheiße, Mann. Das Ding ist auch, wenn ich lese. Und du so in der Dusche im Wasser laufen. Wenn ich lese. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, vor 25 Jahren. Ich habe gerade letztens ein Buch gelesen. Ein Schweizer Klassiker, du scheiß Missgeburt, okay? hast du gelesen? Scheiße. Ja. Oh, meine Freundin lässt jetzt genau zu, weil sie hat mir das Buch empfohlen. Dürrenmatt. Es ist die Psychologei, Die Psy. die Psychiater, die Psychologen. Okay, ich Von hab's krass da. Ich weiß Dürrenmatt, nicht. glaub ich. Ja, weiß Dürrenmatt. nicht, ist klar. Das ist ein Schweizer Klassiker, also ich habe die Fresse, okay. Okay, wie viel Seiten hat Ein bisschen mehr als, ich glaube, 170. Hast du gelesen? Ich bin 3, ja. Geil. Mm. Genau, jetzt wenn du das liest, ja. wenn du das liest Ja, und du liest, ja. tust du dann vorstellen, was Ja, passiert. ich versuche mir vorstellen, ja. Und dann ist wie im Film quasi. Quasi, ja. Weißt du, was bei mir passiert? Du liest einfach. Ich lese einfach Wörter. Ich sehe einfach Wörter, wenn ich meine
Aber es liegt in deinem Hirn, trotzdem so. Ja, das ist aber, glaube ich, ein anderes Problem. Aber nein, aber ja, das ist krass, das ist für mich krass. Das mich interessieren, gibt es Hörerinnen unter uns, wo auch, also mach mal eure Augen zu und stell dir mal vor, jetzt wie ich euch küsse. 30 DMs, das ist, in meinem Traum hat mich... ist das nicht schön gewesen? Thanks. Ist einfach krass, oder? Wie gehst du mit dem um, jetzt wo du weißt, dass dein So Behinderung hast? ja. Ich muss einfach jetzt immer aufpassen, wenn ich einen Satz anfange mit «Stell dir vor». Ja, schon, ich meine, Ich sag würde dir- mir schon wünschen, dass du sensibler wärst. Ich sag so, stell dir vor, warte, dann mach ChatGPT und sag, mal das Bild. Stell dir vor, es geht so und so. Dann sag ich, Bro, look, ChatGPT hat ein Bild gemacht. Look da drin. Jetzt stell dir vor, du bist da. Es gibt eben... Aber ist mir nie aufgefallen im Fall. So, Ja, jetzt ich werde ich meine, es ist auch überlegen. nicht etwas, was einem auffällt, weil du denkst, es ist normal. Ja, ich meine, in all den Jahren haben wir sicher schon öppe die Gespräche gehabt, wie so, wow, jetzt stell dir vor, jetzt bist du dort, dann machst du das. Und nie hast du so gesagt, du, Jungs, das klappt mir Ja, einfach aber nicht. ist ja, ich sage ja dann nicht, ey Jungs, nur schnell zum Klarstellen, gell? Ja, Wenn sehe ihr euch nicht. das vorstellt, seht ihr ja auch nicht. Ja, Bro, oder? kannst ja sagen, wie so, aber Jungs, irgendwie ist urschwierig zum Aber sehen. für mich ist es ja wie normal. Ich meine, jeder Mensch ist so. Ja. Ich habe gemeint, stell dir mal vor, ist, wie sagt man dem Sprichwort? Mhm. Nein. Ja, Sprichwort oder So Zitat quasi- oder was. Nein, ich meine damit wie so, man sagt, läuft die Kamera noch? Ja, es läuft, beide sind rot am Licht. Ah, okay. Und man sagt so ein bisschen, ja, so, eben stell dir mal vor. Und ich meine, das ist einfach eine Art und Weise, wie man das sagt. Mhm. So, versucht daran zu denken. Mhm. Aber ich habe nicht gecheckt, dass man dann das Bild vor Augen sieht. Mhm. Nein, schon immer. Also einfach nur Konzept. Ich sehe immer nur Konzept. Ich sehe fast immer das Bild. Also eigentlich immer das Bild. Manchmal schießt mich sogar an, Ja. dass ich so einen Kopf habe, weil manchmal tue ich mir in ungünstigen Situationen auch, sehe ich das so bildlich vor mir. Ah, wirklich? Leider, ja. So quasi, ich nehme keine Drogen, im Leben nicht mehr in Drogen. Nein, aber so ungünstige Situationen, Bro, irgendjemand erzählt dir so, zum Beispiel, wenn ein Kollege von mir erzählt hat, Bro, weißt du, ich habe mit dir ein Date gehabt, nachher sind wir, ganz Kopfkinder, ich sehe es gerade in meinem Kopf. Ja, dass du sie bist. Nein, das wie so ungefähr, weißt du, ich stelle mir so eine dann Wohnung stellst du vor vor, oder so ein Wenn Haus. er er sagt, geht- dann kann ich sie küssen, dann stellst du vor, dass du dort bist. Ja, dann sag ich, wie hast du gemacht? Nochmal. Ja, Mann. Das ist, aber, also, Träumen ist kein Problem. So, Träume. Eben, ich wache amigs auf Mhm. in der Nacht und merke, ah krass, ich habe wirklich Bilder gesehen gerade. Nur bin stolz auf dich. Also ich finde, du musst nicht lustig machen. Nein, ich frage dich nur, Bro, chill doch mal. Also weißt du, Bro, Ja, das sagst du dann, musst du wieso dir habe ich vorstellen, den Fall, ist auch es geht? Sagst du dann von. es ist auch ironisch, dass ich als Filmschaffender keine Mhm. Bilder sehe. Ja, weil Ich du Bilder glaube, machst, Sido hat checkst. das, ich glaube, Sido hat das Lied für mich gemacht. Das Bilder im Kopf. Checkst Sieh, du hast ein bisschen komisch oder letztes du? Ich Zeit. weiß nicht, das ist gefickt. Klar, ist ein bisschen Ja, komisch unterwegs. ja, das Das hast du gemerkt. Wie hast du das gemerkt? weil Leute auf TikTok, glaube oder so, Reddit, hat Mhm. jemand geschrieben, heute habe ich gecheckt, dass wenn Leute sagen, ich stelle mir etwas vor, dass sie sich wirklich Bilder vorstellen. Und du so, hä, ist doch. Und ich habe Dann dann kommentieren, hä? angefangen, Kommentare zu lesen Ja. und herausfinden, dass das nicht normal ist. Mhm. Ich glaube, es gibt ein paar Sachen im Leben, wo Leute amix so zu spät checken, dass was sie machen nicht normal ist. Ja, ja, habe ich eben auch das Gefühl, dass bei mir sich ein, zwei Sachen führen kommen. Ich habe auch das Gefühl, dass etwas, wo bei mir so, ich das Gefühl habe, ist normal, dass wenn ich mal wieder rumfrage, Mhm. dass ich schnell merke, so, nein, eigentlich ist bei mir eben nicht normal. Was ist denn so etwas, wo du sagst, ist normal? Gute Frage. Ist schwierig, ich habe letzte 2-3 Monate sicher ein, zwei Sachen erlebt. Wo ich das Gefühl habe, ich glaube, das ist nicht normal. Weißt du was? Sorry. Mhm. Weißt du, aufgefallen, was ich einmal mich lustig gemacht habe, wo Mhm. wir zusammen gewohnt haben? Und ich so, haha, der Serro macht das und Ja. keiner hat gelacht. Dann habe ich gecheckt. Ja, ich Oh, bin der, Scheiße, ich bin das Problem. du so, weil ihr macht auch Ich den so, Fall. der Serro, schau, was er macht. Ah. Und alle so, wie? Und dann habe ich gecheckt, Du so, nein, verwechselt, sorry. ja, sorry. Scheiße. Aber genau, sag mal so zwei Sachen. Ich weiß es echt nicht. Also ich bin am überlegen gewesen, was könnte sein. Ich weiß es echt nicht gerade. Mhm. Ich weiß hart nicht.
Ja, das ist wirklich witzig. Auch Fantasie. Denkst du, also du kannst dir wirklich komplett vorstellen, hä? Das ist Ja, wirklich ja. so ein krasses Konzept. Ich weiss noch, als ich in der Primar war und ich viel geschnurrt habe, so viel zu viel geschnurrt habe, hat dann so meine Primarschullehrerin so auf anständig verpackt, so sie hat einfach eine riesige Fantasie. Eine blühende Fantasie. Ja, er hat einfach blühende Fantasie. Aber ich habe auch geschnurrt wie ein Scheissdreck, Bro. Mm. Ich habe mal, glaubst in der 2. Klasse nur erzählt, dass uns wellenseitig Auto gefahren ist, Bruder. Keine Ahnung, wie das Scheiß Wie ein war. Lügner bist du gesehen. Ja, Mann. Einfach will, keine Ahnung, einfach will irgendwie dazugehören oder so, irgendetwas, keine Ahnung. Wellenseitig kann ich so, mir wellenseitig Auto fahren, okay. Krass. Gell, du hast sicher auch schon deinen Eltern als Kind Sachen erzählt, wo jeder gesagt hat, du lügst. 100%. Und im Nachhinein denkst du so, warum habe ich das so erzählt? Und ich weiß so, dass ich einmal war irgendetwas war, ich bin dort vielleicht so 10, 11, 12, Bro, wir sind eigentlich so in einem Fest gewesen, so kurdisch-türkische Fest. Und es hat noch so einen Host gehabt, weißt, der halt ein bisschen geredet hat und Announcements gemacht hat und mit den Leuten ein bisschen geredet hat und so. Und nachher und weißt, hat irgendetwas so in die Menschenmenge gefragt. Ja. Und die so, ja, nein, also ich weiß nicht, dann fragen wir doch jemand, weißt du. Er kommt mit dem Mikrofon zu mir. Los. Größter türkischer Analphabet. Los. Er fragt mich, ob er so, hättest du gemacht? Ich so, ja. Alle, ich so, ja, geil, Salsa, geil. Ich so, 10 Jahre fix. Ich so, hat er gesehen, wie alle Klasse? Nachher, die so, ja, ist gut die Antwort. Ich so, ja, ich habe gesagt. Er hat so gefragt, ich habe ja gesagt. Alle haben geklatscht. Ich habe 5 Mal in 5 Minuten wiederholt. Irgendwann mein Vater, ist gut, jetzt her. Er so, jetzt her, mein Checker, du hast ja gesagt. Ist gut langsam. Nachher meine Mutter so, ja, bis morgen gar nicht freut. Ja, nein, langsam ist genug, Mann. Ich habe als Kind, das ist jetzt vielleicht ein Schock für dich, aber so... Du hast Hip-Hop gehört, nicht Spaß. Bro, du lachst, aber weißt du, ich bin ohne grosse Bilder aufgewachsen, Bruder. Ich habe niemanden gehabt, der mir Hip-Hop zeigt, verstehst du? Okay. Darum, Bro. Also das heißt, Einzelkinder sind per se Skater, Rocker. Ja, nein, aber ich habe halt selber Musik entdeckt. One Direction. Bruder. Wie andere ihren Körper entdeckt haben, habe ich halt Musik entdeckt als Kind, Bruder. Du so, Last Friday. So, Bro, jetzt mal, ohne Scheiß, hätte die Fresse, Bruder. Wieso, was ist? Schau mir deine Spotify-Plays, die du im Auto hörst, Bro. Du hörst nur Sachen, die auf FIFA sind oder auf TikTok laufen. Also fick nicht mein Leben, Bruder. Ich höre allerlei Lieder. Ich habe keine Playlist, ich höre klassisch, ich höre Rock, ich höre Hip-Hop, ich höre Deutschrap, ich höre klassisch. Bro, du hörst nur Sachen, die in den Charts sind. Punkt, fertig. Nein, das nicht. Punkt. Dann hätte ich schon lange, dann würde ich bekannt sein als der mit der Radio-Playlist. Bro, du hörst 2 Sachen. Du hörst entweder Katar oder Sio. Nein. Album, mal. Es hat Phase gehabt, wo du gestorben bist, ich habe nur im Punkt. Oder, Das ist nicht so lange her. Oder du hörst Sachen, die auf FIFA gelaufen sind oder auf TikTok sind. Oder auch sonst. Oder stimmt's nicht, Bruder? Ja, Wo hast du 100%. deine Musik, sag ich? Ja, wo hast du deine Musik? Du hast Bibliothek und du hörst Alben und sagst, wow, interessant, ich speichere das auf Spotify. Also, kommt auch vor? Ah, du gehst in die Bibliothek, nimmst das Album, so sieht interessant nach dem Cover aus, steckst in den Player und machst so einen nach dem anderen. Okay, der speichert auf Spotify. Also ich kann Nein, wie hast du deine Musik? Sag mir, Sag mir, wie hast du deine Musik? Ich kann Platte Jetzt laden. einen Kurs in ZDK, Musik austauschen. Bruder, erstens ja. Okay, krass. Zweitens, ich kann Platte laden zum Beispiel. Ich suche... Du kannst eine Platte laden? Weil das Cover mir gefällt. Sag mal, bist du das mal gesehen? Hör auf, Lüge, du bist geworden. Wallah, ich schwöre, lass mich nicht deine Freundin anrufen und fragen, Bro. Los, Bruder, los. Look. Ich sage jetzt mal so, Streaming hat uns alle verändert. 100%. Oder? Ja. Früher, ja, ich bin oft CDs zum Beispiel rausholen. Oder? Ich bitte dich, ja. Ich bitte dich, ja. Bro, bitte, bist doch einmal ehrlich, ja. Was jetzt auf? Ey, Scheiße, Mann. Der würde der Kunde, das habe ich in der Bibliothek. Ich habe früher die ganze Zeit mit ihm kennengelernt, nicht einmal in der Bibliothek gesehen, Mann. Bruder. Ich lasse zum Beispiel, ich kann, Bro, ich tue auch oft, wenn mir das Lied gefällt, leider, gehe ich zum Beispiel auf Radio, ähnliche Songs, oder? Und so habe ich auch schon Lieder entdeckt, wo jetzt nicht, ich bin jetzt aber auch nicht mehr der, wo jetzt so Lieder findet, bevor sie, weißt du, checkst. So, es gibt gewisse Artists, die habe ich gelesen, Bruder, das hat noch keiner gewusst, Bro. Ja, zum Beispiel eine kenne ich. Sag.
Dem sind Schwanz hast genuckelt, Bro. Aufgestanden und so, Nockel. Ich schlafe, Nockel. Wie heißt der mal, wo jeder von euch zeigt hat? So ein Konzert von ihm hast du ihm mitgenommen. Er müsste eigentlich den Schwanz nuckeln, Bro. Ganz ehrlich, du hast ihm etwa 30 Hörer gebracht und 30 Konzert noch. Alan Raymond. Ja, genau, du weißt sogar wer. Alan Raymond. Der, Bro. Scheiße, Mann. Es hat ein paar geile Musiker, die ich gefunden habe. Aber Du hast zum Beispiel auch mir den Adi Suleiman gezeigt. Das weiß ich nicht. Du hast mir gezeigt, Richtig? ja, nachher habe ich ihn 10 von 10 gefunden. Ich komme nach einem halbes Jahr zu dir so, Bro, er hat so geile Songs. So, das ist nicht mehr so geil. Ich so, weg, los, Alan Raymond, ich sag mal nachher. Hey, Bro. Nein, aber ich würde jetzt zum Beispiel behaupten, dass ich schon einen anderen Umgang habe mit Musik als du. Also ich tue öfters neue Alben hören von Künstlerinnen und los das ganze Album 2-3 Mal als Konzept durch, Ja. so von A bis Z. Und dann pick ich mir die raus. Ich habe mega lang, bis wenn ein neues Album rausgekommen ist, ich habe mega lang, bis ich mir das durchgebe. Weißt du, früher, ich weiß noch, in der WG-Zeit, Moment abgemacht. Oder auch sonst früher, Jungs, heute geben wir das Album vom Neuen von Travis, Ja. heute geben wir das Neue vom Kid Cudi, Ja. dies und das. Aber heute, das kommt raus, Bro, ich nach 1 Monat, ich los 3. Ja, und eben. Wie zum Beispiel, jetzt, hast du sicher schon durchgelesen? Das J. Cole? Ja, hast du sicher durchgelesen? Eben, ich müsste noch, Mann. Jermaine! Classic! Bro. That's a Zweite How do you mean Lied, classic? It's been out since a day. What you mean? How do I love J. Cole? Nein, Bro, das Ding ist, also ich muss dir sagen, die neue, also ich habe das auch nicht mehr wie früher. Früher habe ich ja wirklich, Album ist rausgekommen, ich habe komplett durchgesucht. Ich habe mich, zum Beispiel das neue Travis Scott Album, wo zeitgleich rausgekommen ist, etwa mit dem Clips Album, Ja. Push on Molise, habe ich gar nicht gehört, Travis. Weil es mich nicht mehr interessiert. Aber zum Beispiel Cole, Bro. Ja, Cole, ja. Also das neue Cole-Album habe ich ohne Scheiß, Bro. Ich habe Kopfhörer angelegt daheim und Lyrics gelesen, Krass. während ich das Lied los. Ja. Komplett. Und ich habe gesagt, ich los mindestens 3 Mal von Anfang bis Schluss beide Alben, das ist ein Doppelalbum, bevor ich anfange, einzelne Lieder zu picken. Aber ich meine, am Ende vom Tag, Bro, ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass ich mir das Gefühl habe, es gibt gewisse Musiker, die halt ihr Album aufbauen mit einem Konzept, mit einer Idee. Und ich meine, mega viele Musiker heutzutage sagen jetzt vom Label, heisst du musst 2 Songs haben, wo TikTok-lastig sind, Ja, voll. 2 das und das. Und ich glaube, es gibt Musiker, wo das Privileg haben, dass sie so ein riesen Name sind wie ein Cole, dass sie darauf schießen. Ja, fix. Weißt du, zum Beispiel das J. Cole Album, wo jetzt rausgekommen ist, in einem Song, ich habe jetzt gerade vergessen, ich glaube What If heisst es. Dort rappt er im ersten Vers als Biggie und im zweiten Vers als Tupac. Und wie so, als würden sie sich gegenseitig Briefe schreiben. Und das Lied ist ja so aufgebaut, dass es irgendwie darum geht, dass sich der Biggie beim Pac entschuldigt und der Pac geht dann wegen dieser Entschuldigung oder wegen dem Ding geht er nicht auf Las Vegas, wo er gestorben ist, sondern geht zum Biggie, zum drüber reden. Und natürlich ist es überdramatisiert und sehr fiktionalisiert, aber ich hätte das nie gecheckt, hätte ich den Song einfach auf meine AirPods gelost, Ja, ich am einfach Laufen so bin. Play, ja. Genau, und darum habe es hat mir wie, ich genieße es wie auf eine andere Art und Weise, wie Musik. Ich schaue die Musik an wie ein Film. Ja. Und darum finde ich halt so Albenlose geil, aber das mache ich natürlich auch nicht mehr mit allen Alben. Leider. Okay. Leider. Krass, aber so neue Künstler, neue Musik, wie entdeckst du? Hey, eben auch nicht mehr, Bro. Früher eben, ich sage jetzt ehrlich, ich habe früher vielleicht noch öfters bin ich mehr drin gewesen und habe weißt du, Bro, ich habe Interviews geschaut, ich habe geschaut, wo sind die neuen Dinge. Bro, ich bin mittlerweile, Bro, ob eine Frau fällt, macht Line-Up. Ich denke mir so, wer sind die? Ja, die Weißt du, was alte ich Leute. meine? Ja, fix. Oder Bro, ich entdecke jemanden und denke so, der ist zu krass. Ich fange an Soli zu hören, ich sehe, der ist schon wieder out. Scheiße, Mann. Checkst? Also Ja, weißt du, ja. so, der Leute sind. Er ist ein Superstar in Deutschland und ich erfahre, seit einer Woche weiss ich, wer Soli ist. So. Voll. Oder OG Kimo habe ich jetzt angefangen, Ja, erst fix. jetzt angefangen Ja, ja. richtig zu hören.
Und der ist ja auch ein gestandener Mann eigentlich im Business. Aber leider, ich mache es oft so, dass ich zum Beispiel mich vom Spotify-Algorithmus lenken lasse, was der vorschlägt. Aber das kannst du eben auch nicht mehr vertrauen, Bro, weil das Zeug ist ja dann wie so heutzutage, du weißt nicht, was wird gezahlt, um da drin zu sein. Oder was tun die Labels orchestrieren und was nicht. Und du? Also wie findest du neue Musik? Jetzt, abgesehen von... Hey, eben Social Media, so entweder tun die Leute irgendeinen Song, weil, ganz ehrlich, wenn jemand einen Song auf Insta teilt, tust dann, wenn jemand eine Story macht, so mit dem Song, tust du einmal drin hören oder tust du wie so eine nächste Story einfach? Hey, ich tue meistens nicht drin, ehrlich gesagt. Okay. Ja. Du? Ich tue, je nachdem, ich tue mal so, also ich tue einmal so drin hören oder Leute, die andere Künstler teilen, so komme ich auf neue Musik oder neue Künstler oder halt auf Social Media, Insta, TikTok. Irgendjemand promotet seinen Song oder auf irgendeinem guten Video erkennt man einen neuen Song. Und dann gehe ich so und dann gebe ich mir das. Und dann meistens, was ich halt weniger mache, was ich gemerkt habe, ist, wenn ich zum Beispiel einen Song von jemandem, den ich nicht kenne, zum ersten Mal, ich lerne den Künstler kennen und gehe einen Song von ihm. Und der Song gefällt mir, dann speichere ich ihn und eigentlich wäre gut, wenn ich so auf den Künstler nachher gehen und weitere Songs von ihm hören. Aber das Problem ist ja, wie Spotify zum Beispiel gibt dir ja die Möglichkeit, die 10 besten Songs von ihm zu hören. Und beste heisst ja so viel wie ja, meist gestreamt oder wo geht aber am meisten abgehen. Ja. Genau. Oder es gibt auch so eine Playlist, This is, keine Ahnung, Lil Ja, Wayne ja, voll, oder so. das ist, ja, genau. Aber das sind ja meistens Songs, wo einfach zum Beispiel auch Leute versuchen, wieder pushen oder mehr ein Ding bekommen. Aber ich würde jetzt behaupten, Leute, die jetzt heute zum Beispiel Jay-Z neu entdecken, die würden niemals den Blueprint hören von ihm und hätten die gleiche Beziehung zu dem Album. Ja, fix wie die was gelassen haben, was rausgekommen ist damals. Ja, ja. Weil eben, ich sag dir auch noch, Bro, ich als Kind ja wirklich oft CDs aus der Bibliothek geholt und nachher auf meine eigenen CDs brennt. Weißt du, so, ich habe gedacht, ich bin damals der klassische Hacker, weil ich checke, wie man Songs kann auf iTunes laden und nachher auf das Ding. Und Bro, du hast keine Skips gehabt. Also ich han Graduation vom Kanye oder Justified vom Justin Timberlake oder halt auch Maroon 5. Ja, fix. Habe ich die Songs, Bro, ich habe sie heute noch auswendig. Das ist crazy, man. Und das gibt ja wie nicht, es gibt heute wie fast keine Alben, wo ich sage, das sind Classics, obwohl sie qualitativ wahrscheinlich Classics wären, weil ich mir einfach auch die Zeit nicht mehr nehme, um sie zu hören. Ich meine, was würdest du, ist natürlich jetzt schwer on the spot, aber kannst du sagen, in den letzten 10 Jahren, sagen wir 15 Jahren, ist ein Hip-Hop-Album rausgekommen, wo du sagst, Classic? Was so zeitlos ist? Ja, wo du sagst, das ist einfach ein Classic, Bro. Weil HDSFM hat letzte ihre Top 10 Hip-Hop-Alben besprochen. Und sie haben nur eins einziges gesagt, wo ein Classic ist, letzte 10 Jahre, wo ich auch gesagt hätte. So. Ey, das ist vielleicht ein bisschen mehr auf mich bezogen, aber ich finde zum Beispiel etwas, was zeitlos ist, weil, also ich sage jetzt, was ist, das 0,9 von SSIO. Ja. Oder halt auch das Bumsen, so quasi. Aber das ist fast 2012. Ich glaube 0,9 ist 2016, 17 rausgekommen vielleicht. Und Bumsen? Vielleicht 2012, 13 so. Oder 14. Muss mal schauen. Ich finde einfach bei ihm zum Beispiel, es sind weder es sind keine neuartigen Beats, also er hat nicht so, weder ist er mit so einem Flow, also mit so einem Dings wie Drill oder einfach die neue Hip-Hop-Schiene gefahren. Neu ist er irgendwie, keine Ahnung, etwas so, nur oldschool. Seine Beats sind so Kopfnicker-Beats, weißt du, es hat teilweise schon Sachen von früher, weißt du, so Elemente von früher, was vielleicht heutzutage immer so hörst in den Songs, so DJ, weißt du, so Scratch und so weiter und so Sachen, aber ich finde seine Beats hättest du 2008 hören und könntest 2038 hören und das wäre immer noch, also es wäre immer noch geil. Du definierst Zeitlosigkeit darüber, dass die Beats quasi immer noch mithalten. Also Beats und auch Inhalt, weißt du, wenn hätte er jetzt zum Beispiel... Ist das der Homie, der sagt, ich stehe auf Digi Cheeseburger? Sorry. Nein, also, ja, Bro, ich finde auch das, was er so rappt, ist nicht irgendwie jetzt etwas, wo du kannst sagen,
das musst du genau dann erlebt, was rauskommt, sonst checkst du es nicht, oder sonst macht es keinen Sinn für dich. Nein, ich sage auch nicht, es muss Conscious Rap sein, so, weißt du, aber also ich meine, ich glaube, sie und sonst sicher, Kendrick Lamar, Bro, ganz klar. eben, Good ganz Kid, klar. Mad City, ganz klar. Ganz Good klar, Kid, Mad Kendrick City, Lamar. Bro. Also man diskutiert sehr Ja. fest darüber, welches von Kendrick seinen Alben Kann man darüber reden, wirklich, ja. zu den Hip-Hop Hall of Fame Mhm. Classics gehört. Ich muss sagen, also die grosse Diskussion, die die meisten Leute haben, ist es Good Kid, Mad City oder ist es To Pimp a Butterfly? Wirklich, ich verstehe die Diskussion absolut. Ja. Es sind beides gestörte Alben. Aber Und ich bin mad, wirklich übertrieben dankbar, Bro, dass ich das Album erlebt habe, wo wir so unsere 20, 21, 22, 23 sind. Ich weiß nicht, wie es rausgekommen wäre. Hätte ich jetzt das Album gelost, das jetzt rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob es den gleichen Effekt heute wie jetzt. Aber es ist einfach. Oh shit, ich bin einfach mit dem Fuß. ist nicht schlimm. Ich bin also ich finde das crazy. Es ist auch so etwas Zeitloses. Ich finde da bin ich mir sogar sicher, ich werde das sicher. Also wenn ich mit 70, 80 noch das Lied von ihm höre, von dem Album, ich werde sicher jetzt mal fühlen und ab. Bro, Good Kid, Mad City ist ein No-Skipper. Ja, wirklich. To Pimp a Butterfly, ich verstehe, dass das ganz viele Leute ganz krass finden. Ich finde auch, es ist insane, aber es ist auch, ich sage jetzt mal, To Pimp a Butterfly ist für mich wirklich ein Kunstwerk. Ja. Und da weiß ich nicht, ob ich immer im Mut bin für das. Ja. Also weißt du, es gibt ein paar Songs, die sind schwer, aber das ist auch To Pimp a Butterfly, ist auch ein Lied, ist auch ein Album, wo du wirklich wo ich das Gefühl habe, das musst du wirklich, das kannst du nicht schaffen. Ja, Weißt fix. du. Aber eben, ich meine, abgesehen von dem, also ich finde natürlich, ich als Cole-Fanatiker, ich finde auch 2014 Forest Hill Drives vom Cole mit über 20 Songs, auch Songs, die irgendwie über 7 Minuten sind und so. Ja. Auch ein Classic, aber sonst, Bro, ich hatte kein, also weißt du. Nein, es sind. Ja, schon recht, das sind viele Alben, merkst du, ist einfach nicht voll so Dings dahinter. Ich sage jetzt mal, die Alben, weißt du, also das jetzt von Kendrick, vielleicht noch von J. Cole und so. Ich sage einfach, die Alben, die mir sagen, das ist etwas, wo du kannst sicher auch nicht 20 Jahre hören. Das sind einfach Alben, Bro, wo die Menschen einfach wirklich Kunst erschaffen haben. So, sie haben sich wirklich Mühe gegeben und sind wirklich dahinter geguckt und dann einfach gesagt, es steckt 100% von dem dahinter. Weil bei anderen Alben, weißt du nicht, ich sage nicht, die Leute schaffen nicht oder dann keine Energie investieren, aber ich sage, wieso, vielleicht ist der Reiz ein anderer gewesen, vielleicht hat einfach einer wollen, ein Banger, ein Album jetzt droppen im Frühling für den Sommer, dass alle das Album im Sommer pumpen, weil er den Sommersound produziert. Oder wie zum Beispiel der HPV, der so sagt, ich bring mein Album zum Beispiel jetzt nur im Winter raus, weil es ist Räubermusik und im Winter ist es dunkel und so weiter. So, aber die, Bro, so Good Kid, Mad City, J. Cole, Session und so weiter, das sind Sachen, die kann ich mir ständig hören, Bro. Das ist, und weil ich halt auch das Gefühl habe, und man hört es halt auch das Gefühl, dass die wirklich sich etwas überlegt haben und gesagt haben, da geht jetzt meine Seele rein, so mein Herz. Ob das jetzt ist inhaltlich oder ob das jetzt einfach ist, ich als Künstler so, ich zeige, was ich drauf habe und ich will das maximal rauspacken. Ja, ist schon insane. Ist crazy. Und ich meine, du bist ja auch connected mit der Latin. Jetzt ja, seit kurzem, ja. Also ja, seit kurzem. Vorher war nur El Alpha, jetzt ist es ein bisschen mehr. Genau, aber ich meine, so zum Beispiel, er ist jetzt irgendwie auf Spotify Platz 9, natürlich einer der krassesten Artists ever. Bad Bunny? Bad Bunny finde ich auch crazy. Also, ich glaube, wenn wir Latino-Community würde fragen, ich glaube, die würden Bad Bunny die Liste nehmen, sein letztes Album. Ja. Ich glaube, sie würden. Vielleicht täusche ich mich auch, kann dir auch mal sagen, aber ich glaube, einfach so vom Gespür und von dem, was ich. Ist ja kein Hip-Hop, aber. Nein, aber weißt du, von unseren Jungs schon, von Gilly, von Miona, dann so sonst so von Freunden in ihrem Umfeld und so weiter und so. Das ist einfach, die lieben das Album mega, weil es halt auch inhaltlich mega so sich mit dem identifizieren. Also abgesehen von der Latin Community finde ich, jeder, der irgendeine Art und irgendeine Berechtigung und Ahnung von Musik hat, sagt ja, dass Bad Bunny einer der krassesten Artists ist. Das ist crazy, ja. So, und ich muss leider sagen, ich bin nicht so drin. Ich fühle es sehr, aber irgendwie ich habe einfach Probleme mit Musik, die ich nicht verstehe. Also weißt du, so lyrisch nicht verstanden. Aber es ist schon insane. Und auch, ich meine, hast
Hast du natürlich mitbekommen, hast du auch geschaut, die Super Bowl Show, Ja. Halftime Show. Ja. Wie hast du sie gefunden? Crazy. Ja. Ist geil. Würdest du sagen, besser als Kendrick seine Show? Ich bin bald nicht so fest in dem Drinks drin. So, zum Beispiel, es gibt ja Leute, die warten bis am Morgen um 5 Uhr, schauen sich das live und dann so wie ich zum Beispiel mit UFC am Wochenende. Aber ich habe mir das mehr im Nachhinein gegeben und ich habe mir nie, weder jetzt beim Bad Bunny noch beim Kendrick, doch beim Kendrick habe ich sie mal ganz geschaut, auf YouTube habe ich mit dem Pelemann geschaut. Kann sie. Rein vom Setup, wie es aufgestellt wurde und aufgebaut wurde, finde ich das von Bad Bunny geiler. Ja. Weil er hat halt aus dem Feld hat er halt wie so mehrere Geschichten reingepackt. Wie zu einem Szenario läuft er auch ein bisschen umeinander, da laufen so 2 Frauen vorbei im Nagelstudio, der läuft also an einem Stand vorbei von so älteren Latinos wahrscheinlich, die etwas verkaufen. Also er macht wie so Geschichten, er geht alle abholen irgendwie. Ich würde sagen, von dem, was ich jetzt gesehen habe, aber es ist halt nicht so, ich habe wirklich nicht so schwierig, also nicht so gut das beurteilen, aber ich sage, die von Bad Bunny, du? Also ich habe Kendrick schon krass gefunden. Ich glaube Halftime-Shows, Top 3 ist wahrscheinlich schon so Michael Jackson, Kendrick Lamar und Bad Bunny. Bad Bunny ist crazy gewesen, ja. Ich würde auch sagen, dass Bad Bunny wirklich krass war, aus mehreren Gründen. Man muss aber auch sagen, er ist sehr frisch, darum schwierig. Aber was natürlich krass ist, er hat sehr viel so, ich sage jetzt mal, Codes rein da, wo halt nur checkst, wenn du checkst. Was so, für Code? Zum Beispiel, es war eine Hochzeit. Ja, voll. Ja, das war eine echte Hochzeit. Ja, voll, ja. Das Bärli hat ihm wie so geschrieben und so gesagt, ey, wir heiraten, komm schon an unsere Hochzeit spielen. Ja. Und er hat gesagt, kommt an meinen Song, an meinen Auftritt heiraten. Ja, und die hat dann echt geheiratet dort. Und nachher läuft er so ein kleiner Bub vorbei, der auf dem, Genau, das ist ja der, auf dem Stuhl am Schlafen ist. Und wir alle haben das erlebt, Ja, Bro. ja. Dünn, Bro, Hochzeit, wir sind auf dem Stuhl am Schlafen und so. Das war so ein Code, Bro. Was auch ein Code war, ist, dass er ja ums Verrecken kein einziges englisches Wort gedroppt hat in der ganzen Performance. Ich glaube, einmal hat er schon gesagt, am Schluss, wo er wie so andere Länder gedankt hat, und er so, and for my Motherland, per me, nachher sagt er wie so, noch auf Spanisch weiter. Okay, auf jeden Fall, Ja, aber sagen wir 99% grundsätzlich, ja, voll. ist auf Puerto Ricanisch gewesen. Spaß, Hanks, Spaß. Auf Spanisch gewesen. Und das ist schon ein Zeichen, Bro. Weil Leute haben ihn ja, also er hat ja Morddrohungen bekommen, jenste. Ja, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auf Social Media gehen so Videos um. Ich weiß jetzt nicht, ob das Clickbait ist, ob die das einfach stimmer darstellt, als es ist, weil man sieht vor und nachher nicht so ganz genau, was passiert ist. Aber es gibt so eine Sequenz von 10 Sekunden, wo er irgendwo durch eine Halle läuft, und er immer hinterher so ein bisschen Ja, Bro, nervös. aber er hat ja nervoso. Nervoso. Er hat ja wirklich krass Morddrohungen bekommen. Amerika ist ein scheiß Land, sagt er Der ehrlich. Vereinigte Staaten ist ein scheiß Land, Bruder. Vereinigte Staaten ist ein scheiß Land, sagt er ehrlich. Weil, Bro, zum Beispiel, ich bin Barca-Fan, oder? So. Wir haben der dreckige Scheiß von Prime als Sponsor. Könnt ihr nicht auf den Scheiß verzichten? Könnt ihr nicht den ekelhaften Shit, egal für Geld zu geben, es gibt sicher andere Millionen von Getränkeherstellern, die würden mehr Geld als die, Mann. Könnt ihr, beide Brüder, Bro, Logan und Jake wieso Paul. mindestens so Nutter sind sie? Also einer hat ja tweetet, er hat gesagt, was ist das und so, also ich weiß nicht genau, aber er hat irgendwie gesagt, Fake Citizen, also Fake Staatsbürger und so, Fake Army genau, quasi. kein richtiger Army. Redet nicht Spanisch und so, bla, bla, das bla. und das. Und dann hat er Hate bekommen und dann hat er geschrieben, hey Jungs, ich liebe Bad Bunny, über meinen Account gehackt. Ja. Ja. Er hat, das ist auch zum Klarstellen, Puerto Rico gehört zu den Vereinigten Staaten, Zu Amerika, zum Genau. Kontinent. Aber auch zu den Vereinigten Staaten nicht. Gehört zu den Vereinigten Staaten. Die Vereinigte Staaten ist, Aber Hawaii gehört ja auch. Und ist dann ja, aber Hawaii, Antarktis und Puerto Rico nicht. Nein, das ist Südamerika. Ist das eigenes Land, Puerto Rico? Ey, ich Puerto wurde Rico dumm ist jetzt gerade, aber eigenes Land, ich habe immer gemeint, dass er wie so. Das ist ein eigenes Land, Bro. Kannst du mir vertrauen, Bro. Das ist ein eigenes Land. Ich weiß nicht, bei dir. Also dann google es. Ja, auf jeden Fall hat er, also gibt es recht viel Amis dort. Weil man dort halt, das ist wie so vielleicht das Monaco von Amerika, kann ich rappe jetzt irgendetwas, weil man dort kann mad Steuern sparen als vor allem Reiche. Und natürlich wohnen beide die Brüder dort, beide die Paul-Brüder wohnen dort, aber schiessen gegen Puerto Rico und schiessen gegen einen von dort, weißt du? Ich glaube,
Du hast gecapt. Ich hab geglaubt. Du hast gecapt, du scheiß Lügner. Puerto Rico ist Teil der USA. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße, Aber es ist ein eigenes Land, Bro. Vielleicht ist es wie Kurdistan. Autonomische Region Kurdistan. Ich hab crazy capped, Bro. Wow, Bro, hä? Ist Teil der USA. Ah. Das ist geil. Geil. In 4K. Lies ein bisschen mehr Bücher, Mann, okay? Crazy. Aber ich bin verwirrt, Bro. Ja, jetzt weißt du es. Ist kein Bundesstaat und kein Land, sondern ein Territorium der Vereinigten Staaten. Ja gut, da kannst du ja auch darüber diskutieren, ob... Okay, tamam. Tamam, ist Du gut. hast Ja. Unrecht. Nein, ist gut, ich habe Unrecht. Ist gut. Auf jeden Fall, eben, dann gehört es zu den USA und die Leute schreiben ihm so, ey, du Spast, du Idiot, du dumme Sieg. Puerto Rico gehört zu den USA und in Puerto Rico redet man Englisch. In Puerto Rico wohnen vor allem Leute wie er wegen Steuern. Er wohnt in Puerto Rico wegen Steuern, er tut Millionen Steuern. Wer? Die Logan, also die Paul-Brüder, weißt du? Und Leute kommentieren, also wenn dir das Land so wichtig ist, wenn der USA so wichtig ist, dann geh doch dorthin, wo du ursprünglich herkommst und tu dein Einkommen und das Vermögen richtig versteuern. Die im Land die Steuern geben, die es verdient. Aber nein, macht er nicht. Ich bin immer noch schockiert, dass Puerto Rico kein eigenes Land ist. Ja, ist krass. Stell dir vor, du bist Puerto Rico und du sagst, hey, ich bin in Puerto Rico, Fuck America! Fuck America. Ja, also ich finde so Gott, was Puerto Rico ist ein Staat. ein Land. Ein Staat, also wie so Ja, ein das Ausgebiet von den Vereinigten Staaten. ich meinte sogar Karibik, so irgendwo dort, Dominikanische Republik Ja, und so, Punta Cana und Das ist crazy. Generell, abgesehen von dem, dass jetzt wieder mal jemand, der offensichtlich rechts ist, aber dumm ist. So, er ist in Puerto Rico, tut Steuern hinterziehen und vergisst, dass Puerto Rico Teil von USA ist und sagt, ja, er ist Puerto Ricaner, Fake Citizen, Fake Army. Wieso könnt ihr so jemanden da holen, der nicht mal Englisch redet? Bruder, eure Amtssprache ist sogar einer von denen, ist sogar Spanisch, weil sie in Puerto Rico sind. Aber okay. Das andere, was mich sehr schockiert, Bro. Das passiert einfach nicht. Ich finde es crazy, man. Bevor zu Erst, ich muss dir etwas sagen. Folge 5, 6, Corona-Pandemie haben wir angesprochen und in dem gleichen Atemzug haben wir über Verschwörungstheorien geredet. Ich weiß nicht, was wir gesagt haben, ist übertrieben und ich weiß nicht, was wir gesagt haben, stimmt, aber einfach mal pauschal, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ein grosser Teil stimmt, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass wir euch nicht zugelassen haben, aber ihr habt auch so ganz komische Beweise gebracht, Bruder. Ganz ehrlich so. Was redest du jetzt, Bro? Epstein-Files. Ja, was hat das mit Corona zu tun? Wir haben in einer Folge, wo wir über Pandemie geredet haben, wir über all die Verschwörungstheoretiker mal so gesagt, wir so, rissen euch zusammen. Aha. Ja, ne, die denken da das, die glauben da das, wir so übertrieben euer Leben, eure Rolle nicht, weißt du, chillt euch mal, wir sind in der Schweiz. Ja. Ich weiß nicht, ob wir irgendeine Verschwörung, also ich glaube nicht, dass wir zum Beispiel, dass die Elite Pädos sind, haben wir glaube ich nicht besprochen. Oder dass irgendwie, also wir haben besprochen, Erde ist flach, das ist auch nicht flach, das ist ganz klar. Aber falls wir irgendetwas anderes besprochen haben, abgesehen von Erde ist flach, der Rest stimmt, Bro. Es tut mir leid. Es tut mir leid, ihr habt recht gehabt. Ihr habt recht gehabt, dass, und, ey, es ist crazy, was aus da kommt, man. Es ist crazy, was aus da kommt. Es sind ja 3 Millionen Seiten raus. 3,5 Millionen Dokumente mindestens momentan und keiner wird belangt. In Amerika, keiner wird belangt. Also all die rechten SVP-Schwanzlutschers, die gesagt haben, Trump ist der, Trump ist das. Wenn der einen Pedo jetzt in Schutz nehmen, wenn der jetzt einen Pedo verteidigen, ich könnte wenigstens auch recht sein und einen Pedo verurteilen. Ich muss nicht auch Pedo werden, Mann. Ich könnte einfach sagen, seine Politik, wir sind für seine Politik, aber er ist Drickschießen. Er ist Drickschießen, er ist ein Pedo. Er ist Drickschießen. Wir brauchen ein anderes Gesicht. Ich bin gesagt zu wenig informiert über die Epstein-Files, aber das ist natürlich crazy. Bro, mach nicht. Das wird dich brechen, Bro. Aber ich meine, es war auch wieder so vieles geschwärzt und irgendwie, aber es Bro, bringt ja nichts. das ist so. Also, Leute haben die Dokumente runtergeladen, haben die ganze Sätze markiert, Copy, Paste in Word, das Geschwärze ist weg. So ein Bullshit, Bro. Es ist nur grafisches Schwärze, Bro. So ein Bullshit. Es ist nur Bro. grafisches Schwärze, Bro. Ach, komm, Bro. Bruder, bitte gang und schau ein Video. Bitte, Es machen jenste Twitch-Streamer machen so zusammen mit den Leuten live. Nein, Bro, ist fake. Nein,
Nein, Bro, kannst du Wir nicht haben auch sagen. gedacht, dass Elite Bro, keine kannst du Pedos nicht sind. sagen, dass die, Bruder, ich vertraue mir. dass die so So Epstein- dumm sind, ja. dass sie Ja. das monatelang nicht rausbringen und keiner von denen denkt, dass man das kann kopieren kann. Ach komm. Aber Bro, die haben gesagt, wir haben zum Schutz der Opfer haben wir vieles geschwärzt. ja. Die Leute haben das Geschwärzte herausgefunden, was ist, und das ist in wenigen Fällen geht es um Opfer. In den meisten Fällen geht es um Täter. Sie versuchen Täter zu schützen. Krass. Es hat alles Mögliche, Bro. Es ist Bruder, es ist ja, wie das alles miteinander verbunden ist ganz wild. So zum Beispiel, Bro, in den Akten siehst du, dass zum Beispiel auch Kinder entführt worden sind Ja. von Türkei. In Türkei ist wieder ein Erdbeben passiert. Viele verschwunden, viele vermisst, keine Leiche gefunden. Ey, Bro. Oh, okay. Bro, es ist crazy. Ich kann nicht. Jedes Mal, wenn ich lesen will, ich habe Angst. Dass ich jetzt irgendetwas Ekelhaftes lese. Ja. Einmal, sie haben ein Codewort. Zum Beispiel, es ist einfach mit Codewörtern. Mhm. Vielleicht sage ich da irgendetwas, was absolut nicht stimmt. Aber dass ich das sage, habe ich an mehreren Orten gesehen. Was nicht heißt, dass es stimmt, aber mehrere Quellen haben das, was ich jetzt sage, sind dann hinterhergegangen und haben wieso versucht, okay, in dem Fall ja, ist so. Bei einem Mail macht Epstein am Elon Musk, also Epstein macht am Musk ein Mail. Ja. Übrigens war auch bestritten, dass er nicht einmal etwas mit ihm gemacht hat. Nicht einmal mit ihm etwas zugehört. Aber rausgekommen. Der Epstein schreibt ihm, kommst vorbei an Pizza Party. Ja, das habe ich gesehen. Ja. Pizza Party ist Stichwort für pädophile Aktivitäten. Er checkt es nicht gerade. Also ich bin da zuständig für multimilliardenschwere Unternehmen. Ich kann auf Pizza Party. Stupid. Nachher der andere so, ja, ich check, dass du Unternehmen führst, aber hast trotzdem Lust auf Pizza Party. Nachher der andere so, what the fuck, was tust du? Er so, Junge, Pizza mit Ton, mit das. Er so, okay, jetzt check ich. Ja, Deswegen, und der Trump ist in diesen Akten, weißt wie oft drin, mit Bildern, mit allem. Denkst Verschwörungstheorie ist auch, dass Puerto Rico kein Land ist? Nein, eine Verschwörungstheorie ist, dass zum Beispiel, Ja. das ist eine Verschwörungstheorie, oder vielleicht stimmt es auch, ich weiß nicht, mittlerweile, es wird momentan versucht herauszufinden, wer ist hinter dem Epstein, wer hat ihn gezahlt, weil irgendwie kann man nicht herausfinden, was er geschafft hat, wo das ist Geld kommt und so weiter. Es gibt zwei Theorien. Ja? Eine Theorie besagt, dass er vom Mossad beauftragt ist, vom Geheimdienst von Israel. Mhm. Und das andere ist, dass er vom Kreml, vom Geheimdienst von, also ich weiß nicht, wie es heißt genau in Russland, sorry, aber vom Geheimdienst von Russland gezahlt worden ist. Ja. Jetzt haben ein paar Leute angefangen, dem nachzugehen und sie haben in fast keiner, bis jetzt, das sind 3,5 Millionen Dokumente, aber sie haben gesagt, sie sind aktuell am durchforsten und am schauen und sie finden eigentlich kein Dokument, kein Mail, kein WhatsApp-Verlauf, kein Foto, kein nichts, findet etwas, wo per se ein Russ oder Russland dabei ist. So, einmal haben sie einen gefunden, einen Influencer, wo... Ist nicht unsere Schweizerin da? Gesehen ja. Genau, einmal ist sie drin gewesen, sie hat gesagt, er soll mir einfach helfen in der Wirtschaft und mir einen Job sorgen. Und so sieht es auch in den Mails aus, aber man weiß nicht, Bro. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit einem Menschen Kontakt hat, ohne dass man ein Peach ist. Ja, Und deswegen, man versucht herauszufinden, Bro, und es ist crazy. Du kannst einfach auf die Seite vom amerikanischen Staat gehen, wo das alles hochgeladen hat und nach Wörtern filtern. Ja, Und es hat Schweiz, das ist crazy, man. Es hat Leute aus der Schweiz dabei, es hat Leute aus der SVP dabei, es hat Leute aus, also ist ja kein Wunder, aber es hat einfach auch Leute aus der Schweiz und vor allem also eigentlich nur vom rechten Milieu. Meinst du unsere Lieblingsinfluencer? Nein, aber ich glaube, er wünscht er die. Ja, easy. Okay, spannend. Spannend, Zum ja. Abschluss müssen wir noch etwas erzählen? Dass wir Tickets geben für die Show von uns. Ja, aber ich würde noch warten mit dem. Ich will noch warten, glaub mir. Ich will noch warten, sonst machen wir es mit der nächsten Folge. Okay. Ich würde sagen, machen wir es mit der nächsten Folge, weil dann, wenn es ready ist, vielleicht haben sie ein oder andere schon gesehen auf Insta, aber es gibt, spätestens nächste Folge gibt es News. Alles klar, in dem Fall machen wir das so. Sarah. Besser, Bro, besser. Danke Liebe Leute. wie immer fürs Zuhören. Ja, Mann. Lasst einen Kommentar da und ja, ich freue mich schon auf den Kommentar von Luan, dass er sagt, schau, der dumme See, ich weiß nicht mal Puerto Rico. Ja, danke vielmals, Luan.
Das ist kurz und